In the jungle, the mighty jungle, ja da geht's heute weiter. Willkommen zurück, Freunde. Zurück bei New Pokémon Snap. Wie ihr sehen könnt, ich habe offscreen ein bisschen auf Level 3, ich sage jetzt mal trainiert, in Anführungszeichen, einfach halt Bilder von bereits bekannten Pokémon geschossen. Und ja, jetzt bei Level 3 sollten ja ein paar neue Pokés da sein, nicht wahr? Und generell sollen wir hier ein bisschen hinmachen und so, wenn wir ein bisschen vorwärts kommen. Und ich würde das Let's Play gerne langsam aber sicher abschließen. Wenn ich heller sein darf. Ich werde erstmal ganz kurz gucken, ob Mew jetzt hier auch schon erscheint, weil in der Nacht hatten wir Mew ja bereits. Eigentlich müsste es tagsüber jetzt auch kommen, wo ich schon Level 3 bin, aber gut, vielleicht muss ich dafür noch irgendwas machen. Was ich nicht mehr auf dem Schirm habe, ist eigentlich auch egal, denn wir haben Mew bereits fotografiert. So, dann besseres Foto davon. Da ist wieder mal Arbok. Hau ab, Arbok. So, ist immer noch Felino? Ja, ist immer noch ein Felino. Da gehe ich mal den alternativen Weg. So. Haben wir den tagsüber auch schon? Ich weiß gar nicht mehr. Da bist du ja nur nachts. So. Oh, Molob freut sich, okay. Und da hinten, ganz dahinten, haben wir gerade übersehen, ein Bisaflor. Ich bin gerade voll vorbeigerast. Ja, Bisaflors gibt es hier auch vorbei. Ich glaube, es sollte mittlerweile ein paar mehr hier geben. Also, was heißt ein paar? Einfach mal halt eins oder andere mehr. Da ist Tukanon da hinten. Kleopatra haben wir da oben noch. Was ist das für ein Viech? Ah, okay. Leicht verwirrt. Wieso von meinem Leben? Haust du ab! Jetzt werden sie erst recht ein. Dankeschön. Eine Mimion! Eine richtige kleine Meme ist das. War recht unsicher, ob ich überhaupt in der Lage bin, hinter den Ding zu gelangen. In den Wasserfall. Also nochmal ein böser Floh. Oh, reagiert für Musik. In the jungle, the mighty jungle. Okay, weg ist es. Ah, ein bisschen ins kühle Nass, das wäre jetzt was. Ein volle Purba, Moment. Mist, muss schneller sein. So. Würde man sagen, Freunde, wir gehen gleich nochmal rein. Vielleicht kriegen wir nochmal irgendwie ein paar bessere Aufnahmen im Ganzen. Also in einigen zumindest. Aber ansonsten müssen wir auch hier dann schon alle Pokémon haben. Arbok. Molot, Mo. Ich liebe Mo. Molot. Ah. Hab ich gar nicht gesehen zuerst. Böser
Flo. Schön die Augen zu. Frubel. Nee. Polypurba. Jo. Schön die Heckansicht. Sehr gut. Da noch ein Bild. Nachher war es nicht mehr drauf. So, das wird fürs erste reichen. Professor, please check it out. Griffel, nichts Neues. Brauchen wir nicht. Arbok. Morlord komplett. Jetzt Bisaflo als neues Pokémon. Bisasam hatten wir auch schon. Dann Memion. Memion. Natürlich kaum zu sehen, da ist klar. Polypurba. Ja, aber trotzdem schön. Streckenpunktzahl und ein neuer Rekord. Ich weiß, du bist sehr stolz auf mich, Professor. So, und dann nochmal. Diesmal gehen wir halt die normale Strecke ab, nicht wahr? Ich gucke mal, dass wir jetzt ein bisschen schneller durchs Aus und wir wissen, wo wir hinwollen. Dass dem Arbok nicht mal langsam langweilig wird, ganz ehrlich. Okay, schade. Ich doch die Hitze wischt. Okay, es pendelt weiter, von mir aus. Ja, ich weiß, Morlord. Da hinten ist das Bisaflo schon wieder. Das einfach irgendwie im Rumtigern ist, aber sonst nicht sehr viel macht. So, jetzt gibt noch ein schönes Foto. Ja, ein bisschen besser. So, schnell weiter. Dann haben wir dann noch Polypurba, der schon wieder abhauen will. Ja, keine Chance, ich das irgendwie erwischen soll. Wir müssen recht hinten herum, obwohl wie das gehen soll. Wir haben bereits versucht, Cleopatra wegzulocken. Hat aber alles irgendwie nichts gebracht, ist doch einfach alles Kacke. Egal. So, da haben wir offenbar nur vom Bisaflo ein neues, hübsches Foto geschossen. In Anführungszeichen. Hey, Jan hat er gar nicht irgendwie getroffen, oder was? Ich habe davon... Ah, jetzt. Trotzdem also nur Stufe 1 Bilder von mir aus. Das auch? Ernsthaft? Obwohl es so schön umgehen ist, wo ich mir dachte, er kann da irgendwie Stern 2 sein. Gut. Professor wieder mal ein bisschen heikel, man merkt schon. Bisschen heikel, sagt der Michael. Mhm. So viele Punkte gibt es nicht, da ist mir klar, aber ist mir gerade auch egal gewesen. So. Denn wir haben, beziehungsweise sind wir dabei, alles zu komplettieren, nicht wahr? Und die erste Insel ist zwar schon komplett.
Zumindest was die verschiedenen Pokémon anbelangt. Der zweiten Insel sind wir immer noch dran, wobei hier die Frage ist, also ich bin jetzt der Mann, dass wir den Dschungel auch schon abgeschlossen haben, sowohl in der Nacht als auch tagsüber. Obwohl eben, ich bin der Meinung, dass es hier eigentlich nochmal einen anderen Weg, einen Secret Way geben sollte, den wir irgendwie nicht gehen können. Illumination müsste eigentlich auch schon durch sein. Der Wald ist ein anderes Thema. Ich glaube, das könnte ein bisschen dauern, bis wir den haben. Aber ich gebe mir Mühe, versprochen. Der sogenannte Elsewhere Forest, der verschiedene Gebiete hat und je nachdem, wo man einsteigt, kommt man wieder raus. Irgendwie so habe ich das mitbekommen. Xiao! Hm? Und fliegt davon. Tengulist? Tengulist. Ah, schon wieder. Ja, sind noch ein paar Psiaus. Nur Psimau oder whatever. Ja. Und wer ist da drin? Das ist ein Serpy Royal. Man muss irgendwie das mit dem Pokémon machen. Also irgendwie ein anderes Pokémon dafür sorgen soll, dass der Haufen aus dem Weg geräumt wird. Oh! Da bin ich gerade verschrocken, ey. Und, Mann, was war's denn jetzt? War das noch was wohl kaum? Hi Tromborg, na was geht ab? Kronjuwel in der Winterform. Okay, sind wir hier bereits Richtung Winter unterwegs? Schon wieder? Nee, Kumpel, nicht mit mir. Geh mal etwas schneller mit deinem kleinen fetten Arsch. Falls was ist, dann sehe ich nichts. Der pennt was. Hey Psiau! Na, was geht ab? Oh, wie süß. Ich freue mich auch. Tschüss. Mist. Ja, tschüss. Celebi! Ein fucking legendäres Pokémon, wobei eigentlich mittlerweile ein mystisches Pokémon war.
Oder ein Sandlong. Jo, weg. Zeitsprung, dankeschön. Okay, jetzt haben wir es gerade selber beschossen. Ein Bisasam. Ein Loturzel. Ein Apfelweich. Okay, müssen wir nochmal versuchen. Was wir noch alles finden können. Ich gehe mal ganz kurz die Liste durch, was hier überhaupt alles gäbe. Wir haben aber eigentlich doch schon relativ viel gefunden. So, ein Xiao Miau. Machen wir Stufe 3. So, das dann auch. Dann das Kronio Wild. Ja, sieht auch sehr wild aus. So. Dann haben wir wieder Viecher, die tauchen erst bei Stufe 3 auf. Okay, aber machen wir das ein bisschen später, weil Stufe 3 dauert ein bisschen lang wieder, um das on-screen zu machen. Wir können eigentlich nochmal einmal ganz kurz rein zu gucken, ob wir jetzt wirklich irgendwie alles schon haben, ob wir noch irgendwie sonst was übersehen haben. Also sonst übersehen haben, meine ich halt. Wobei, wenn das richtig sehen, wir sind nur wegen einem Pokémon rein. Also ja, wir brauchen Stufe 3 noch im Wald, damit wir offenbar noch ein Gardevoir erwischen. So. Machen wir es doch direkt mal. Ansonsten würde ich sagen, nächste Folge vermutlich dann in einem anderen Areal wieder mal beginnen und gucken. Es ist natürlich jetzt so, wenn wir immer so einzelne Pokémon finden müssen quasi, aber ist halt so. Kann sich großartig ändern. Haut doch endlich mal ab, ich will doch endlich mal hier durch. Oh! Okay, was auch noch erwischt? Im Winter. Hä? Okay, wir haben es auch noch geschafft, Freunde. Ich dachte, es käme erst bei Stufe 3. Ach, du kannst auf diese ganzen Einträge und so kannst nicht gehen, ganz ehrlich. So wegen, ey, der Pokémon kommt auf Stufe 3. Hä? Wir sind bei Stufe 3, hallo? Dass irgendwie Stufe 3 das irgendwie zum dritten Mal rein muss oder so, kein Plan. Ja, wo ist was? Naja, also dieses Pokémon, wir kennen es ja. Ein nettes kleines Bärchen. Hi Bärchen. Entschuldigung, wenn ich dich geweckt habe. Tschüss.
Oh. Willst du uns umarmen? Du hast mich geweckt, Mann. Tschüss. Okay, danke, tschüss. Haben wir auch gefreut. Oh, ist doch süß. So, haben wir Gardevoir auch, damit müssen wir eigentlich schon alle... Also eigentlich müsste jetzt die ganze Insel durch sein. Wir müssten eigentlich alle Pokémon haben, außer irgendwie noch eins vergessen. Warum auch immer. Ja, warum wir jetzt plötzlich ins Schneegebiet gekommen sind, scheint auch ein bisschen die Geister, aus welchen Gründen. Und irgendwie jetzt schnell genug sein muss, wie wir es jetzt gerade waren, oder ob es auch bedingt davon ist, zu welchem Zeitpunkt wir reingehen. Ich glaube, das zweite Mal hintereinander und das dritte Mal insgesamt und so. Naja. Ich glaube doch eher, dass es ein bisschen zufällig ist. Es gibt einfach ein paar Areale, wie eben das mit dem Frühling oder Herbst, ist ein bisschen häufiger. Der Winter ist ein bisschen seltener. Ich denke, er hat doch damit zu tun. Gib sie aus. Miau. So. Da müssen wir jetzt eigentlich schon am Schluss angekommen sein, im letzten Areal. Jo. Schau das Kekleon. Nein, Bisasam hat doch nicht ab. Bisasam. Bisasam. So. Ah, ist ein Serpi Royal, okay. Ich dachte schon, hä, was ist denn das für ein Schwanz, das Viech? Aber offenbar hat ein Serpi Royal so eins, wusste er gar nicht. Entschuldigung. Hier ist ein Apple. Hast du keine Äpfel? Sehr gut. Schönes Bisasam. Ganz fein hast du das gemacht, Bisa. Bisa. Bisasam. Bisasam. Ja, es ist das Bisasam. Und da freuen sich die Tengulists. Die Tengu Bros. So, ja noch Stufe 2. Nehmen wir das hier. Den Gardevoir zum ersten Mal gesehen. Mal gucken. Aber ja, eigentlich müssen wir jetzt hier durch sein, sprich irgendwie auch. Ah, hier. Tschüss, hallo. Müssen wir eigentlich nicht nochmal reingehen, wenn ich das richtig sehe. Alles, was irgendwie so geht, noch ein bisschen auswählen. Die sind auch nur Stufe 1. Okay, warum auch immer. Ich muss aber schlafen reingucken. Mir ging irgendwie was Besseres, wa? Ja, komm. So. Professor, please, let's check it out. Nö, ich finde das hübscher. Bei Kronjuwel fände ich sowieso geil, sondern einfach mal, weil wir sowieso 4 Bilder im Fotodex ablegen können, halt eines pro Stufe, dass man halt für jede Form ein Bild hätte. Da halt je nach Jahreszeit, also 4 Sterne wäre vielleicht die Winterjahreszeit, 3 Sterne wäre Herbst und so weiter. Aber ist nur ein Beispiel. Ja komm, halten wir das. Pam Pam. Pam de Pam. Nehmen wir den neuen. Bisasa, nehmen wir auch einen neuen. Ist ja sowieso, sag jetzt mal, nur Stufe 1. So, Mr. Professor. Ja. Hier geht Stufe 3, glaube ich, noch relativ easy.
Aber doch noch relativ viele verschiedene Pokémon, viele verschiedene Posen finden, wegen neuen Regionen oder Abschnitten. Hä? Es gäbe hier noch ein Pokémon auf der Insel? Eigentlich müsste ich, wenn ich auf einer Insel alle Pokémon abfotografiert habe, müsste ich ja eine Meldung bekommen. Wegen, ey Alter, das Pokémon, beziehungsweise, ey, du hast alle Pokémon, also kriegst du einen Stempel. Gut. Ist mir ganz ehrlich gesagt auch egal, Freunde. Gucken wir uns ein anderes Mal an. Dann haben wir hier das mit der Wüste. Was sagt jetzt eigentlich die Zeit? 25, doch, das reicht. Würde sagen, wir machen nächste Part hier weiter. Außer ich finde gerade noch raus, welches Pokémon hier fehlt. Würden wir das direkt holen, wenn ich überhaupt wüsste, wie es geht. Könnte durchaus sein, dass ich irgendwie da wieder Probleme habe. Ich habe eine Vermutung, welches sein könnte. Wenn, ist es in diesem seltsamen Herbstgebiet. Mit diesen Herbsthaufenblättern. Ich muss aber erstmal ganz kurz nachgucken. Ansonsten geht es dann auf der dritten Insel, Volca, weiter. Ich muss auch mal gucken, was alles noch machen können. Optimieren können und so. Ja. Ansonsten auch mal hier gucken. Ich glaube, unter Wasser fehlen noch ein paar Pokémon. Aurum dürfen aber nicht mehr so viele fehlen. Und hier. Also sieht zwar noch viele aus, aber eben, wir sind ja schon im Abschlussspur. Ich glaube, es sind noch irgendwie 20 Pokémon, die fehlen. Also, wenn man sowieso wieder ein neues Gebiet betritt und so, dürfen nicht mehr so viele sein. Hoffe ich zumindest. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.